Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Heute stelle ich euch ein Pack vor, das sich im Stream mega oft gewünscht wurde. Und falls euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Und falls ihr kein MCP-Content mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall auch gerne ein Abo. Ich will gar nicht so lange reden, ab geht's mit dem Video. Bei dem heutigen Pack handelt es sich um das Willow S1 Pack. Wieso das S1 heißt, weiß ich nicht genau, aber wird sicher einen Grund haben. Das Pack ist ein CW-Pack, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Und von Willow Ranger, ich glaube man spricht ihn so aus, gemacht worden. Es ist ein Mix-Pack, glaube ich, aber trotzdem absolut geiles Pack. Werdet ihr gleich sehen. Als ich das im Stream gespielt habe, sind die Leute absolut ausgerastet. Das ist wirklich mega gut angekommen. Genau deshalb habe ich mir halt jetzt überlegt, dass ich das release. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich weiß nicht, ob es dieses Pack als Port schon gibt. Kann ich mir gut vorstellen, weil dieses Pack hat immerhin... wie viele Downloads? Irgendwie fast 50.000 Downloads auf RP24. Also wirklich ein großes Stück, ein großes Pack auf jeden Fall. Mir ist das einfach direkt ins Auge gesprungen, als ich das dann mal auf RP24 gesehen habe. Und da ihr es euch so dringend gewünscht habt, stelle ich euch das jetzt vor. Das Pack ist im Grundsatz eigentlich ein 128x Pack. Also ein relativ hochauflösendes, wenn man das jetzt so für die MCP-Szene oder MCBE-Szene ansieht, aber für PC-Spieler auf jeden Fall ein echter Luxus. Also wenn ihr mit solchen großen Packs umgehen könnt, dann Glückwunsch, weil das ist wirklich eins der geilsten Sachen, die man haben kann, einfach hochauflösende Packs. Genau. Das Theme davon ist so Cyan-Blau, also ihr seht hier schon Schwert und Rüstung und so, ist eher Blau-Cyan so, in dem Stil gehalten, was eine coole Farbe für ein Pack ist, weil das einfach sehr, sehr clean ist und clean ist allgemein ein Wort, das dieses Pack sehr, sehr gut beschreibt und welches ich wahrscheinlich jetzt auch im Verlauf des Videos auch nochmal öfters erwähnen werde, weil ich das Pack wirklich einfach sehr gelungen finde und ja, warte, hier ist der Dude. Oh, hier habt ihr auch gerade den Bogen gesehen. Richtig nice. Genau, eben Willow Ranger, Creator von dem Pack. Der Original-Link, wenn ich das nicht vergesse, dann packe ich den auf jeden Fall auch noch kurz in die Videobeschreibung rein. Was ich an dem Pack auch richtig geil finde und einfach richtig gerne mag, sind die Erze. Wenn ihr euch mal geachtet habt auf die Erze, dann sind die so... Die sind fast unmissverständlich. Also man sieht direkt, welches Erz was genau ist. Und das ist was ich halt bei vielen Packs auch ein bisschen vermisse. Weil, ja, teilweise einfach die Creator dann können die Dia-Erze rot machen oder so. Wie in einem Christmas Pack beispielsweise. Ja, aber hier ist es auf jeden Fall unmissverständlich da, welche Farbe welche ist hier. Und an sich die Erze einfach mega clean, auch in einem Design, das man halt so vorher noch nicht wirklich gesehen hat. Oder beziehungsweise ich halt noch nicht gesehen habe. Ja, die kleinen Details bei den Packs sind einfach auch ein riesen fettes Ding. Beispielsweise ist euch aufgefallen, dass, warte, ich versuche hier, weil ich ja keinen Zoom-Mod habe, dass das Schwert in der Mitte einfach ein Herz hat. Das hat an dem Griff einfach ein Herz. Aber wie cool ist das bitte? Oh, das ist schon der letzte Gegner. Rennen wir ein bisschen davon. Weil ich möchte euch eigentlich noch mehr zeigen, ohne direkt in eine neue Runde zu gehen. Und da haben wir ihn. Gut, sehen wir uns in der zweiten. Genau, also einfach, wie gesagt, auch diese kleinen Details an dem Pack sind was dem Pack auf jeden Fall mega, ja, mega Boost gibt und das einfach sehr, sehr cool aussieht. Die Rüstung ist beispielsweise auch so ein Ding. Bei der Rüstung sieht man einfach instant, was ist. Ich kenne das beispielsweise, dass manchmal so die Chain Armor einfach komisch aussieht oder halt man nicht direkt erkennt, was die Chain Armor jetzt ist, weil sie irgendwie aussieht wie, als wäre sie eine Eisenrüstung. Eisenrüstung. Und das ist hier halt einfach nicht der Fall. Klar, die Chain ist jetzt nicht so meine Lieblingsrüstung, besonders in dem Pack finde ich sie jetzt nicht so gelungen. Aber, I mean, man kann ja auch nicht erwarten, dass das einfach alles perfekt ist in einem Pack. Besonders, wenn man es sich selber macht. Weil ich finde so, wenn man wirklich ein Pack will, das einfach für sich selber perfekt ist, dann muss man das schon fast selber machen oder selber mixen. Okay. Stark.
Hose. Das war gerade ein bisschen knapp. Das Feuer, ich weiß nicht, hab ich schon gebrannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Feuer ist ein Low-Fire, das heißt auch perfekt für PvP geeignet. Und natürlich auch Skywars, wenn ihr da gegen Gegner spielt mit einem Feuerschwert. Oh. Okay. Nice. Nice one. GG. Zum Himmel bin ich ja noch gar nicht gekommen. Der Himmel sieht krank sick aus. Also, I mean, ja, nee, einfach, der Himmel sieht auch richtig geil aus, passt gut zum Pack. Ist nicht blau, wie man das jetzt vielleicht mal erwarten würde bei einem blauen Pack, sondern ist schwarz. Und das ist ein Ding, das ich ehrlich gesagt cool finde, weil das gibt so dem Pack so einen Glanz. Das Pack leuchtet fast, weil einfach der Hintergrund so schwarz ist oder halt so dunkel ist. Und das ist was mega nices. Er hat einen Nemo, ja, geradeaus. Schlagen ist nicht so das Schlauste. Nee! Oh mein Gott! Junge, hä? Lel, einfach den 40er getrappt. Eieieiei, tut's weh. Genau, die Wolle ist auch relativ basic im Pack. Ja, das heißt, sie ist eigentlich gut für Treasure Wars geeignet. Nicht so mein Geschmack. Meine Lieblingswollen sind eher ein bisschen anders. Warte, hier hätten wir eigentlich gut noch zeigen können, wie das Feuer aussieht. Egal, nevermind. Die Herzen sind blau, die Goldherzen sind gold. Ist eine geile Kombi, besonders von dem spezifischen Blau. Sieht einfach geil aus mit diesem spezifischen Gold. Und ja, die Levelbar ist halt eine Levelbar. Also nichts Spezielles, aber auch nicht irgendwie langweilig oder so. Essen sind Melonen. Geht interessanter, würde ich jetzt mal behaupten. Aber, I mean, man braucht auch man braucht auch kein Kunstwerk jetzt als Hungerkeulen zu haben. Hier nochmal kurz der Bow, angespannt. Hat zwar keinen Indicator, ich weiß, dass viele das auch noch recht gerne mögen, zum Beispiel in Skywars und so. Einen Indicator zu haben, hat zwar jetzt keinen, aber sieht trotzdem sick aus. Einfach sehr, sehr clean. Das Fadenkreuz ist so ein kleines, wenn ihr das nicht mögt, dann könnt ihr ja das einfach, könnt ihr einfach ein Fadenkreuz-Mod oder so benutzen. Zum Schluss würde ich euch gerne noch kurz die Enderperlen zeigen. Ich weiß, ihr habt die wahrscheinlich schon gesehen, aber sieht ein bisschen aus wie ein Donut, also so mit einem gefühlten Loch in der Mitte. Ist cool, ist cool. Damit beenden wir jetzt das Video mit diesem Kill hier. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Pack. Wenn ja, dann guckt einfach in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist der Download-Link dazu. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und für mehr Pack-Content und allgemein MCP-Content abonniert gerne diesen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Video. Bye!